richtig gelben Busch. Geil. In dem wir uns schon so oft geliebt haben. Aber das ist noch nicht alles, Papa. Ich bin endlich schwanger. Und Roche sagt, wir werden ein schönes Leben haben in Kolumbien. Er will noch viele Kinder mit mir. Und das ist auch mein Traum. Und da ich darauf gekommen bin, dass Marihuana eigentlich gut tut, werden wir das Gras auch anbauen. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass die Wissenschaft endlich ein Mittel gegen AIDS findet, damit es Roche bald besser geht. Er verdient es wirklich. Du brauchst keine Angst haben, Papa. Ich bin schon 13 und kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Ich hoffe, du besuchst uns in Kolumbien, damit du deine Enkel kennenlernst. Deine Tochter. Jetzt kommt PS. Alles Blödsinn, Papa. Ich bin bei den Nachbarn. Wollte dir nur sagen, es gibt Schlimmeres im Leben, als das Zeugnis auf deinem Schreibtisch. Ich gehe gleich mal runter von der Bühne, nicht so reißen, Frau. Kein Ausverkauf. Die kriege ich wieder, die Schlüpfer. Ich gehe jetzt mal kurz wieder runter, dann lässt der junge Mann ein Intro laufen und wir feiern uns und mich mal hier, ja? Okay, mach Musik ab hier. Sehr geehrte Zuschauer, erheben Sie sich, denn hier kommt er, der Mann, der alles in den Schatten stellt, auch wenn keine Sonne scheint. Nein, er geht darin auf. Der Mann, der sich, Tiere und Frauen über alles liebt, genau in der Reihenfolge. Meine Damen und Herren, hier kommt Pasta. Ja, geiles Publikum. So, ich will mich mal kurz vorstellen. Ich bin der Basta, bin 44 Jahre. Beruflich bin ich im Express- und Kurierdienst tätig. Will heißen, ich fahre Pizza aus, bewusstseinsverändernde Mittel. Zu meinen Hobbys zählt mein Pitbull Pitti, mein Rottweiler namens Drecksack, meine beiden Freundinnen Mandy und Chantal und ich züchte seit 20 Jahren Hamster. Betreff von einem ungetrennten Mann, ich bin angekommen. Und dann stand im Anhang, soeben habe ich eingecheckt, soeben bin ich angekommen und habe eingecheckt. Wie ich sehe, ist alles bestens vorbereitet für deine Ankunft morgen. Ich hoffe, deine Reise war genauso angenehm wie meine war. PS, verdammt heiß hier oben. Naja, den gibt's nicht mehr. Und bloß Fernglas, und das darf ich nicht mehr. Wenn Sie mir schreiben möchten, ich habe eine E-Mail, die ist bob@mama.de. Meine Mama sagt immer, zu jedem Kessel gibt es einen Deckel. Ich würde jetzt den Deckel in die Zuschauermenge schleudern. Wenn ich dann eine Frau treffe, könnte die raufkommen für so ein Probedate oder kommt eine Frau freiwillig. Danke. Jetzt noch mal ganz ehrlich, du bist ja gerade das Publikum dran. Welche Schnitte fandst du denn am besten?